Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir shaken wieder mal unsere Hüfte hinten dran, weil wir gerade total Bock haben, um einfach eine Runde WoW zu spielen. Wir sind da wieder mal in ein paar Quests stecken geblieben. Und zwar die zwei da hinten. Einmal mit Gallebrunn fertig werden, also wir müssen da irgendwelche Leute umnieten, plus vom Schlüssel und Käfig, also mit dem Fall, wie es aussieht, irgendeinen Schlüssel besorgen und jemanden befreien, wenn ich das jetzt gerade so richtig kurz gefasst haben. Ich würde aber sagen, wir nicht lange auf uns warten, sondern gehen direkt los. Wir haben jetzt in der letzten Folge auch noch unseren gemütlichen Beutel entleert. Und durch das haben wir ja genug Platz im Inventar, um jetzt wirklich mal wieder auf die Jagd gehen nach ein paar irgendetwas. Ich weiss aber nicht genau, was das soll sein. Gjallerborn? Oder wie man das genau soll auch aussprechen. Das kommt mir ziemlich ein bisschen koscher vor. Ja, aber das kommt schon gut. Das kommt schon gut. So. Es sieht ganz nach dem Teil da aus, also wahrscheinlich sind das wieder ganz normale, komische Dinge, da wo wir schon ein paar Mal besiegen müssen. Normale Menschen eigentlich, die einfach ihnen einen coolen Spitznamen geben. Ui. Hallo. Glagion. Glagion, der sieht aber noch richtig geil aus. Das ist so ein Knochendrachen irgendwie. Nice. So, mit unserer epischen Sound machen wir dann einen Sturzflug Richtung Lager und schauen uns das Ganze mal an. Nein, es handelt sich dem wirklich um Untote. Aber was für Untote handelt es sich denn da? Da reiten sogar noch ein paar auf dem Pferd umeinander. Sind das menschenmäßig? Ja, das sind wirklich Menschen. Sind das Menschen? Zeig mal. Nahblick. Ja, das sind eigentlich wieder mal von diesen Menschen, also Krieger von Gaior. Ich würde sagen, wir machen das ganz am Anfang von dieser ganzen Geschichte, dass wir uns langsam gegen aufkämpfen und diesen Softsäcken so wirklich zeigen, wer der Babo ist in dem Dörfli da. He? So. Genau, jetzt haben wir noch verschiedene, die wir jagen müssen. Wir müssen hier Krieger, Runenmagier und Schafwächter von denen töten. Da haben wir ja schon mal 2 Runenmagier, ein paar Krieger. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal schnellstmöglich an, die auszuschalten, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Das Pferd mischt sich auch gerade rein. Was ist los? Hallo? Okay. Aus dem Nichts rennt er einfach durch ab, so, wir werden angegriffen. Okay. Kümmern wir uns dann zuerst mal um den Löli da vorne, der das Gefühl hat, auf seinem Reittier können wir hier in allerschnellster Geschwindigkeit oben runterkommen. Wir haben jetzt irgendeinen Schlüssellager oder erhalten, den wir brauchen. Und eine neue Quest sogar. Übergebt die Angriffspläne von Gjallerborn an Selena Frostmähne. Sie befindet sich im Lager der Winterhufen. Kein Problem, kein Problem. Das können wir einwandfrei gut erledigen. Das ist absolut geile Gratis-Quest. Ich kann jetzt mal schauen, wir haben jetzt irgendeinen Schlüssel bekommen. Wir müssen ja irgendwelche Gefangenen befreien. Aber wir kommen von jedem Einzelnen einen Schlüssel über und unterwegs haben wir dann mehrere Gefangene. Schlüssel für Gaienbrunnkäfig und Schlüssel für einen großen Geierbrunnkäfig. Das sind in dem Fall so Käfige. Oh, da ist aber so eine Kreatur im Weg. Haben wir da keinen nirgendwo anders? Doch, da hinten haben wir, glaube ich, noch ein paar, aber die können wir, glaube ich, gar nicht öffnen. Ja, dann müssen wir uns um die kümmern. Mann! So, ich denke, wir haben es wenigstens einmal leichter da im... Ah, Mann. Ja, egal. Dann tun wir halt die Lölis dann aus dem Weg rum. Die macht sich gerade aus dem Staub gemerkt. Oh mein Gott, nein. Der Schweizer kommt. Komm, abfahren. Schnell weg von da. So. Du hast keinen Schlüssel verloren. Dann können wir aus dem Fall mal den Runenmagier. Der versucht, das in die Frostblitz einsetzen. Das bringt ihm sowieso nicht allgemein viel gegen uns. Komm, kümmere dich zuerst um meine Drachenfalken. Jawohl. Wow, ich bin so zufrieden mit unserem Damage. Ich hoffe natürlich auch, dass wir mal sonst in nächster Zeit mal wieder eine neue, wo ist das C? Eine neue Waffe würden finden, die ein bisschen mehr Schaden einheizt. Das wäre natürlich auch mal nice. So, dann Gefangener befreit. Können wir den dann öffnen? Aber für das brauche ich einen Schlüssel für Gaienbogen, aber wir haben ja einen Schlüssel für ein grosses Gefängnis. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns wirklich schön gemütlich einmal hier aufwärts und picken uns einen nach dem anderen raus und zeigen ihnen, wer der Babo da ist. So, da. Komm. Oh, von welcher komme ich am meisten Schlüssel? Ah, das ist ein grosses Käfig. Alles klar. Gut, da drinnen befindet sich sicher etwa 6-7 Stück. Also, da müssen wir uns nicht mal grossartige Gedanken machen. Dann haben wir einen Schafwächter. Schlafwächter, nicht Schafwächter. Ich habe Schafwächter gelesen, oh Mann. Vieles Tages. Ich verstehe ab und zu auch alles falsch. Letztes Mal da mit meiner Binde, die ich gemeint habe, wir müssen gegen eine Riesenbinde kämpfen. So. Krieger von Gjallerborn. Komm, gang einfach nieder.
So, dann haben wir ein Riesenkäfig. Da drin befindet sich wirklich... Boah! Hure viel. Bedeutungsweise, wir haben die Quest nämlich schon fast komplett abgeschlossen, allein dem, dass wir das jetzt gemacht haben. Wenn wir uns dann noch... Nein, kommen wir dann aus einem Krieger kümmern. Von denen müssen wir nämlich um 15 Stück ausschalten. Vor allem müssen wir gar nicht so viel. Und am besten wäre eigentlich, wenn wir wirklich alles niedermetzeln, was uns im Weg kommt. So, 4 von Dings. 4 von 15 haben wir schon. 4 von Dings. Von dem haben wir jetzt keinen Schlüssel. Von was haben wir denn jetzt so einen Schlüssel? Wir haben gar keinen Schlüssel momentan. Ah, okay. Dann kümmern wir uns um den Schlafwächter. Was bewacht denn der im Schlaf? Wie sie im Schlafen sind? Alter, so ein kleiner, fieser Perversling, der da am 8 drauf achten ist. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder für einen grossen Käfig gewesen. Wie sie am Schlafen sind. Für ein grosses Käfig. Das heisst, eigentlich bräuchten wir gar keinen Weiterschlüssel, sondern nur ein grosses Käfig. Oh nein, das war dumm gewesen. Nur, dass der Gross sich da drin mischt. Komm, einfach weitergehen. Genau. Super machst du es. Komm, verreis, mein Junge. Und alles kommt gut. So, dann können wir uns da direkt mal den noch bieten. Darum tun wir stehen noch ein paar Jäger rum. Einfach alles niedermetzeln, wo uns im Weg steht. Wow. So. Was ist? Also Schlüssel brauchen wir wirklich keinen mehr. Einfach ein grosses Käfig wäre mal nicht so schlecht. Sehe ich denn da irgendwo gerade noch ein grosses Käfig? Das ist glaube ich das einzige grosse Käfig, das bis jetzt auf den Weg gelaufen ist, aber wahrscheinlich dann weiter oben. Aber sonst haben wir da auch noch mal einen Schlüssel bekommen. Komm, wir framen die auch noch da. Sie hat es verdient. Ihr müsst diesen Wahnsinn Einhalt gebieten, bevor es zu spät ist. Ich bin ja dran. Ich merze schon das ganze Zeug da aus. Wenn ich fertig bin, muss gar niemand mehr da helfen, sondern dann ist sowieso gerade Feierabend. Schicht im Schacht, wenn wir da durch sind. Ola, komm on. Nummer 1 weg. Oh, aus dem Weg. Nein, wir sind viel langsam. Vorsicht, der Grosse, der schleicht das so richtig immer um uns herum, die kleine Madde, die. So, dann haben wir gerade nochmal 2 Schlüssel halten. So, schon die Frage, ob man die da schon rauslernt für Runenmagier. Nein, die ignorieren wir jetzt. Komm. Du bist ja Grabaufseher. Was ist denn da Gräber? Da geht der Gräber da. So, die Frage ist jetzt, wir haben jetzt noch 2 Gefangene, die wir befreien. Ich würde sagen, komm, dich lassen wir auch mal raus. Die Vrikul sind böse und müssen zerstört werden. Ja, ich weiss. Du kannst mich auch gerne unterstützen, dabei die aufzumischen. Weil ich glaube, ich bin gerade momentan der Einzige, der uns Plus-Minus helfen will. Krieger von Galleborn. Stirb zwar genau so. So, nochmal ein Schlüssel. Wir brauchen keinen Schlüssel mehr. Komm, dann machen wir den unter das Käfig auf, dann haben wir nämlich die Quest erledigt. Dann bekommen wir keine weiteren Schlüssel über. Ihr müsst den Wahnsinn Einhalt gebieten. Bevor es zu spät ist. Ja, zu spät ist es eigentlich meistens nie, außer die Welt ist komplett untergegangen. So. Voilà. Stirb, Made. Hey, das ist mein Spruch. Der klaut meine Sprüche. Der klaut meinen Spruch. Die kleine Made, die, hey. Klaut einfach meinen Spruch da. Das kann so auch nicht sein. So, 10 von 15 haben wir schon. Wir sind ziemlich gut dran. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Hoppla, Schorsch. So, dann haben wir die 2 Runenmager dann nämlich noch. Also ein Runenmager, ein Schafwächter. Schau, da kommt er schon wieder die kleine Made. Warte schnell, ich muss die da wegholen. Wenn der sich drin mischt, haben wir noch andere Liga vom Ort. Was ist los mit dem? Ja, ich habe es genau gewusst. Ich habe es so genau gewusst. Komm, der ist immun dagegen. Mit 11.000 Leben. Ja, klar. So, komm, kümmern wir uns zuerst um den. So klar, der ist jetzt schon die ganze Zeit um uns herumgeschlichen. Oh nein, ey. So. Dann du, lieber Grabaufseher, ich schicke dich zurück dorthin, wo du hergekommen bist. Und zwar ins Grab. Der Joke. Total low. Wie ich halt so bin. Aha, nein, Leute, sie sollten im Fall mit angreifen. Ich bin gerade irgendwie ganz allein im Kämpfen gewesen. Oh Mann. Kann ich den wenigstens ein bisschen immun? Nein, der ist immun gegen das da. Hallo? Bleiben ihr bitte bei dem angreifen. Irgendwie... Meine Drachen folgen die ganze Zeit dabei, mir nachzulaufen, anstatt den anzugreifen. Hallo? Meine Drachenfolge haben gerade völlig im Dachschaden gehabt. Hat mir das... Oh, ey, das ist schon... Leutlis, ihr dürft mich da folgen und angreifen. Aber ihr müsst da nicht zuschauen, wenn ich will. Die haben mich gesehen, sterben. Warum auch immer. So, dann füllen wir ganz kurz mal schnell unser Leben auf. Weil sonst haben wir da gröber andere Probleme. Was fehlt uns jetzt genau noch? Noch 4 Krieger von Galleborn, 2 Runenmagier und 2 Schlafwächter. Also in meinen Augen 2 Perverslinge. So.
Dann sind wir mal wieder voll am Leben. Jetzt schauen wir mal schon an, wo wir doch noch etwas rauspicken können, weil da unten haben wir komplett praktisch alles erledigt. Komm, ich habe da noch einen grossen Schlüssel. Dann... Oh, danke euch, danke euch, danke euch. Ja, danke euch. Macht's, komm. Geht. Jetzt kommt er da schon wieder. Das ist so eine Madde, ey. Das ist so eine Madde, das gibt's ja gar nicht. So, haben wir noch Ratten. Können wir gegen dich Haustierkampf machen? Nicht wirklich, okay. Dann stirb. So. Wo haben wir da noch ein paar? Da haben wir noch einen Schlafaufseher und einen Krieger. Ah, das ist der von vorne, der vorher von uns abgehauen ist. Wollte er sich jetzt gegen uns doch noch in den Kampf getrauen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen wahrscheinlich nochmal da zurückkommen in das Lager. Können wir da noch mehr befreien? Haben wir überhaupt noch Schlüssel? Zeig mal. Nein, Schlüssel haben wir gar keinen mehr. Dann lasse ich uns jetzt auch bleiben. Dann muss ich nicht mehr befreien. Ich ignoriere ich, Mann. Wie der aussieht. Frankenstein. Der sieht wirklich aus ein bisschen wie Frankenstein. So zusammengenäht aus allen möglichen Sachen. Aber ich glaube, Frankenstein ist einiges schöner als die hässliche Visage da hinter uns. So, Drunenmagen. Dann holen wir den Schlafwächter da auch mal gerade mit ins Spiel. Dann haben wir nämlich von den Schlafwächtern mal alle durch. Hey, schau mal die Madden an. Schaut die Madden an da hinten. Sie verfolgt mich die ganze Zeit. Sie will schon wieder eins auf den Deckel bekommen von uns. Komm, verreis, Mann. Verreis. So. Kümmern wir uns da mal um einen Krieger. Von diesen fehlen uns nämlich noch 4. Es wäre cool, wenn wir da halt dann ein bisschen vorwärts kommen. Oh, ich schwank da rum mit meiner Kamera hoch 10. So, dann. Ja, geh du dort durch und ich gehe nochmal wieder runter. Wenn du da oben rumschwirrst, gehe ich runter. Ich habe keine Lust auf ihn. Ich habe so keine Lust auf ihn. Der ist ja mega schnell wieder respawned worden. Also, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Die Mod schon wieder mit seinem Pferdli. Wenn ich jetzt einen angreife, taucht er plötzlich wieder aus dem Nichts auf und will uns so richtig machen. Hallo? Nein, da unten haben wir, glaube ich, wirklich langsam alle getötet. Schlafwächter brauche ich keinen mehr. Ich bräuchte eigentlich nur Runenwächter und Krieger. Da haben wir jetzt noch einen Runenwächter und Krieger. Das ist natürlich ziemlich nice. Danach können wir auf dem Flug schauen, ob man ein paar Krieger auf dem Weg findet. Und nach dem fehlen uns dann auch nicht mehr allzu viel. Ja, da kommt er. Da kommt er. Die Madde, komm, ich schiesse ab dem Pferd, aber du klein. Komm. Komm. So. Komm. Ah, jetzt greifen uns beide meine Drachenfalken an. Mann! Ich habe mich schon auf einen epischen Fight gegen ihn gefreut. 1 gegen 1, während sich der Drachenfalken um die anderen kümmert. Aber es wird das wieder mal völlig anders gekommen. Gut, meine Denkensweise ist ab und zu recht komisch, wenn es ums Gamen geht. Ich stelle mir immer vor, bevor ich in den Kampf gehe, stelle ich mir vor, ich mache es so und so und so und... Aber irgendwie funktioniert es nie und es passiert genau anders, als ich will. So, und dann fehlt uns noch genau ein Krieger, das sollten wir gut finden. Komm, ich glaube, da unten haben wir noch sehr viele Krieger gehabt. Dann gehen wir uns lieber wieder ganz runterbewegen, dass wir wirklich nur noch genau einen Krieger rauszüpfen können. Ich glaube, das ist unser letztes Opfer da. Nein, da ist der andere wieder im Weg. Dann lieber den da. Den nehmen wir. Sali du. Warte, jetzt können wir dann da ja noch auf dem Reiter stehen. Jetzt können wir dann da ja irgendwie noch mit unseren Emotionen. Jetzt muss ich ganz kurz schnell schauen. Wir können da ein Küssli. So, oder was haben wir dann noch? Also können wir dann noch... Komm, wir brüllen an. In der Hoffnung, er kommt zu uns an und will uns trösten. Und dann hauen wir meist gegen den Kuppel. So. Komm on. Der letzte Krieger von den Galeborn. Ich glaube, das ist einfach allgemein einfach vom Gebiet von dem Schloss, blöd gesagt, da. Darum heissen die so. So, dann machen wir uns gerade direkt einmal zurück, um die Quests abzugeben. Ich glaube, das ist der beste Weg, den wir gerade momentan machen können. Und das böse Lachen dürfen wir gerade mal momentan nicht vergessen. Und zwar... Wo? Wo ist es? Wo ist es? Da! So, wir haben das halbe Dorf aufgemetzelt und darüber dürfen wir einen Witz machen und lachen. So, jetzt haben wir noch 3 Quests. Die Frage ist halt schon, ob ich jetzt zuerst zu denen 2 an soll, um das systematisch zu machen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt wirklich zu denen, weil die haben wahrscheinlich wieder eine Quest um dort gehen, weil wir haben gesehen, es hat noch grössere Monster am Start, mit denen ich mich auch noch gerne messen würde. Also einen davon haben wir ja schon mal jetzt einmal getötet. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn nochmal töten dürfen, weil er ist uns die ganze nachgelaufen. So richtige sexuelle Belästigung, was der begangen hat. Und für das wollte ich mir eigentlich schon nochmal zeigen, wie der Babo ist. So. Hoppla Schorsch, da sind wir auch schon wieder in unserem Lager. So, einmal zu euch zwei, da haben wir gerade 2 Quests zum Abgeben. Quest beendet und er hat direkt wirklich nochmal eine für uns. Und zwar tötet Necrofürsten mit 10, kehrt danach zu Häuptling Aschtotem im Lager der Windrufen zurück. Wir würden neu rausbringen. Die bringt uns einfach gar nichts. Da haben wir nochmal Quest abgeben.
Neu Holz. Der würde als kritischer Trefferwert und Ausdruck, aber für Beweglichkeit weniger. Und Beweglichkeit ist bei mir halt ziemlich wichtig, dass man mehr Damage machen. Also, ich glaube, das ist ja selbstverständlich. Tötet 10 ewige Beobachter, 4 furchterregende Schrecken und 2 eitrige Kreaturen. Bringt anschließend Nachricht eures Erfolgs zu Großmutter Anka im Lager der Winterrufen. Die liebe Großmami hat nochmal eine Aufgabe für uns und die nehmen wir natürlich liebend gerne an. Und da unten, oh, da hat nochmal eine Quest für uns. Fast übersehen, fast übersehen. So, dann nehmen wir die nämlich auch noch schnell an. Und zwar, Weißfrost hat euch damit beauftragt, 5 schlafende Vrikul zu töten, kehrt sie ihm zurück, sobald ihr ihre Aufgabe erledigt habt. Ihr befindet euch im Lager der Winterrufe, also er befindet sich im Lager. Ich wieder völlig gaga, Text falsch am Vorlesen. Er befindet sich im Lager von der Winterrufe. So, Gelia Frostmähne hat noch Angriffspläne, die wir ihr noch abgeben können. Die haben wir auf dem Weg gefunden, die geben wir ihr natürlich ab. Und zwar, da haben wir eine neue Quest, und zwar, erschlagt Wimrufer elend und benutzt das Wimruf Fernrohr, um Glaceon herbeizurufen und ihn niederzustrecken. Kehrt anschließend gemeinsam mit dem Horn zu Celia Frostmähne zurück. Sie befindet sich im Lager der Winterrufe. Man würde dafür entweder einen neuen Helm bekommen, was ziemlich praktisch wäre fürs Aussehen, oder einen neuen Ring, wo wir jetzt beim zweiten gesehen Ring der Aase, da würde 3 Beweglichkeit, 3 Ausdauer und nochmal 7 kritische. 7? Ach ey, was ist los mit mir? 7 kritische Trefferwerte zusätzlich bekommen. Das ist ja der Riesendrache, den wir in der Luft oben gesehen haben. Also gegen den würde ich mich liebend gerne messen. Der komische Drache da ohne Haut und Knochen. Ich würde sagen, dann haben wir ja gerade schon wieder die Quest, die uns genau an den gleichen Ort führen, das was ich mir schon von Anfang an erwartet habe. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg dorthin, um die weiteren Quests gerade zu erledigen. So, hoppla George, ich drücke dann mein Knöpfchen, um wieder mal schön platzieren. Ach, herrlich. Die Aussicht wieder. Einfach traumhaft. Bevor wir da ins volle Gemetzel gehen. Genau, das ist der da, gell? Bevor wir voll ins Gemetzel gehen, haben wir doch noch einen kurzen Ausblick gönnen. Wir wissen ja nicht, ob das unsere letzte Ausfahrt ist, ob wir da lebendig wieder aus dieser Situation rauskommen. Aber ich muss jetzt gerade mal schnell schauen, ob ich die... Ich bin außer Reichweite. Bin ich außer Reichweite? Ich habe doch hier einen Gegenstand bekommen, um den hier anzuholen, nicht? Nein, nicht wirklich. Also gut, ich wollte eigentlich wirklich gerade zuerst den da töten, der hat eh nur 6000 Leben. Ich versuche mir jetzt so nebendran anzufliegen, in der Hoffnung, dass er uns angreift. Wenn er den Fokus auf uns hat, tun wir irgendwo an der oberen Stelle anhalten und versuchen, ihn von dort anzugreifen. Sali? Hallo? Hallo? Hoi? Genau das. Oh, jetzt bin ich gerade verschrocken, als er sich umgedreht hat, das Geräusch. So. Komm. Jetzt müssen wir halt drüber ein bisschen Schaden einkassieren. Dafür haben wir da oben schön gemütlich Platz, um sich gegen ihn zu messen. 6000 Leben ist eh gut machbar. Wow. Der haut mir seinen ganzen Kopf gegen mich. Hey, das sieht ja wirklich willkürlich aus, was der da macht. Come on. Nice, das haben wir gut anbekommen. Aber haben wir die Quest jetzt falsch gemacht? Nein, Glaceon getötet, das stimmt. Den haben wir getötet. Da ist schon das Höckchen drin jetzt da. Getötet. Dann müssen wir uns um den nächsten kümmern. Ewige Beobachter sind gerade die da und du bist auch wieder nochmal so ein Bosskampf. He? Ich würde sagen, wir kümmern uns direkt einmal um dich. Und von da aus können wir dann weitermachen. Da schießt da alles so irgendwelche Sachen umeinander. Aber ich sehe nicht wirklich berauschend aus. So, von den einzigen Kreaturen sehe ich auch gerade, müssen wir noch 2 töten. Das machen wir alles jetzt auf dem Abweg. Also wir tun uns jetzt wirklich da gegen oben schlängeln. Das sollte dann eigentlich gut funktionieren. So. Komm, stirb. Nice. Jetzt haben wir sogar noch ein Rohr bekommen. Also die Quest haben wir jetzt komplett abgeschlossen. Und wie wir gesehen haben, wir jetzt da ein paar weitere. Ich warte jetzt, bis du näher kommst, sonst greifen uns die anderen noch an. Da oben haben wir dann gerade noch 10, wo wir dann von denen erledigen, von diesen komischen Viechern da hinten, die so in Stein gemeißelt sind. Da hinten fliegt er auch schon wieder umeinander. Und Tote sind einfach nicht tötbar. Das muss man ja einfach langsam begriffen haben. So. Nice. Dass ihr an dieser Stelle wisst, die Folge wird ein bisschen länger. Also für mich in der Fall. Weil ich mir zum Ziel gesetzt habe, jede Folge ein Level up zu werden. Und wir haben momentan so wenig EP auf Vorrat, dass ich würde mal behaupten, wir schliessen jetzt wirklich komplett schnell all die Quests ab. Und werden wahrscheinlich etwa 30 Minuten die Folge daraus machen. Es ist mir eigentlich, ich habe es glaube schon mal erwähnt, mir ist es eigentlich wurscht, wenn die Folgen länger sind. Ich denke mir einfach immer ab und zu als Zuschauer ist es ziemlich mühsam, ein bisschen länger zuzuschauen. Ich wäre natürlich froh, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet, wenn ihr das gesehen, weil sonst würde ich allgemein auf eine halbe Stunde raufgehen wieder. Damit wir wirklich das Ziel von Level 120 noch erreichen, bevor Shadowlands rauskommen. Weil das ist ja eigentlich unser Hauptziel, warum wir überhaupt mit dem Projekt angefangen haben, einen Charakter auf Level 120 zu ziehen, dass wir nachher schön gemütlich können
Shadowlands antreten mit dem Charakter und ihn zu meinem Main zu machen. So, jetzt haben wir von denen nämlich auch schon 3 getötet. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, weil von denen brauche ich gar keine mehr, weil euch überflüge ich jetzt ganz ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen zu dumm. Wir haben aber da noch schlafender Wirkcool. Jetzt muss ich ganz kurz schon schauen, haben wir da... Genau, wir haben jetzt da noch einen grösseren Boss. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zu denen, das sollte sich in dem Fall da befinden. Jawohl, dann nehmen wir da nochmal von denen und von denen. Das kommt gut, das kommt sehr gut. Aber da stehen schon ein paar umeinander und das nervt mich gerade ein bisschen. Haben die viel Leben? Ja, die haben nur 2000 Leben. Also nur 2000 Leben. So viel aufs Mal sind halt dann schon nicht gerade so leicht. Aber das sollten wir gut anbekommen. Let's go! Töten wir jetzt einen Rickenlord nach dem anderen und dann versuchen wir mal den hier hinten auszuschalten. Oder habe ich da irgendetwas falsch verstanden? Können wir das Horn einsetzen? Nein, das funktioniert nicht. Okay. Ah Mann, jetzt greifen wir uns da gerade ein paar weiter. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir einen nicht verlieren. So, dann können wir uns um den nächsten kümmern. Dann können wir dann nämlich auch gemütlich von... Bleib weg, bitte, bitte. Bleib einfach weg. Ich habe kein Ziel. So. Können wir schön unsere Vögel auf euch legen lassen. Jetzt müssen wir schauen, unsere Drachtfalken sind schon ziemlich darunter am Leiden, was ich da für eine Action-Aktion durchführe. So, dann müsste eigentlich der aus dem Weg. Ich hoffe, der wird da nicht gerade mit integriert, sondern wir können uns wirklich schön gemütlich zuerst um den kümmern. Ja, jetzt hat es geschnallt. Jetzt hat es geschnallt. Ich muss wirklich schauen, dass ich da meine schön wieder aufleveln. Weil der macht da, wie es aussieht, gröber guten Schaden da. Komm, gerade rein, gerade rein. Das schaffen wir, das schaffen wir. Er greift mich an, das ist sehr gut. Da können sich die Drachenfalken von mir noch gemütlich aufleveln. Also aufheilen. Leveln. So, komm, tun wir ihn doch noch ein bisschen verwirren. Jetzt muss ich Gas geben, dass wir da gerade wieder unsere Falken, unsere Vögel parat haben. Dann haben wir gerade wieder die nächste Quest, okay. Besiegt Königin Angebot, haltet das Ritual mit dem König immer unbeschwört werden soll auf. Kehrt zum Lager der Windrufen zurück, falls euch dieses gelingt sollten und berichtet Häuptling Aschtotem über ohne Erfolg. Liebend gern machen wir das. Die Frage ist einfach, wo befindet sich denn die? Das ist dann die andere Frage. Wir müssen das mal ganz kurz angüchseln. Oder befindet sich dann ganz da oben, König Azion. Komm, die Quest machen wir doch auch liebend gern. Wir sind da sowieso gerade an mehreren gleichzeitig beschäftigt. Nachher müssen wir ja dann irgendwann noch schauen, dass man da die schlafende Vrikul findet. So, oder? Hoppla, Schorsch. Zuerst mal um dich kümmern. Hier nehmen wir den nochmal ein und dann nehmen wir gerade die ewige Kreaturen auseinander. Genau. Wir sind da richtig am Ausmerzen, Mann. So, hoppla, Schorsch. Jetzt musst du runterkommen. Dann haben wir die Quest nämlich abgeschlossen, von dem brauchen wir nämlich 2, jawohl. Genau. Von dir brauchen wir jetzt keinen mehr. Ich weiss schon, warum du uns vorher die ganze Zeit aus dem Weg gegangen bist. Ich weiss es im Fall schon. So. Nochmal einen da. Müssen wir mal schauen, wo die schlafenden Dinger da sind. Schlafende Virkul. 5 von denen müssten wir auch noch töten. Oder 6 von 10 haben wir von denen. Da hat es jetzt gerade momentan keine mehr. Dann würde ich sagen, wir machen das weg von da. Jetzt schauen wir gerade mal schnell umschauen, wo sich da noch von denen... Schrecken. Grabaufseher, Schrecken. Irgendwie finde ich da nicht das, was ich müsste finden. Da oben hat sich jetzt alles gerespawnt. Auch die Flügel da vorne. Nein, eben auch nicht. Ah! Dann schauen wir mal da drauf, ob sich jetzt da drauf noch irgendetwas befindet. Also von diesen ewigen Beobachter, genau. Und dann müssen wir eben mal schauen, dass wir von diesen Schlafenden finden. Ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Oder welche schlafenden Wildkohl sie meinen. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. So, oder? Wir da gerade noch schnell nachheilen. Also da haben wir 4 Stück aufs Mal, aber wir haben da noch andere im Weg, die mir nicht so koscher sind. So, oder? Ah, ich komme da nicht rauf. Ich dachte, ich kann da raufkommen. So. Nice. Kann ich den rauspicken, ohne dass sie schnallen? Ah, da landet gerade nochmal einer. Nice. Komm. Weiterführen. Ja, das sollte gut gehen. Das sollte gut gehen, weil von denen müssen wir gar keinen erledigen. Nice Sache. Oh, wieso? Komm, looten und weg. Die können wir ja nicht kürzen. Nein. Looten und weg. Ah, nein! Was hätte das sollen? Oh mein Gott. So, da haben wir gerade nochmal 2 von denen. Eigentlich bräuchten wir, glaube ich, sogar nur noch einen. Jawohl, einen bräuchten wir eigentlich noch. Und das sollten wir gut anbekommen. Dann killen wir halt gerade beide aufs Mal. Wir müssen uns aber schauen, dass wir uns ein bisschen fortbewegen, weil der kommt da an. Drachenfalken da an beschwören. Genau. Und jetzt dürfen wir da wieder voll mit im Kampf hineinwirken. Nice.
Das looten wir jetzt der hier nämlich automatisch auch looten. Dann würde ich sagen, weg von da. Schnell, weg. So. Jetzt brauche ich aber von diesen schlafenden Vrikul noch. Und ich weiss nicht, was die damit meinen. Weil das sind ja Krieger, das sind Gefangene, schlafende Wächter. In der Luft hat es auch nichts. Sind die echt unterirdisch? Ich habe ja gesehen, der hat so einen Weg gehabt, dass auch unterirdisch etwas ist. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob die unterirdisch sich befindet. Ich würde sagen, wir kümmern uns sonst zuerst mal um den König da, der schlummernde König. Die Quest haben wir ja jetzt per Zufall noch bekommen. Ihr Lölis, ihr sind alles einfach. So. Weil das sind Necrolord, die interessieren uns nicht. Ich fliege jetzt einfach mal da oben durch, damit wir uns nicht so um so Filme kümmern. Da hier haben wir den König. 4000 Leben, er wird uns angezeigt als totale Elite. Und wenn wir dann doch zuerst noch alle da wieder wegräumen, bevor wir uns gegen dich anlegen. Hä? Boah, da sind aber einige am Start, hä? Da sind aber einige am Start. Hey, der hat einfach meinen Dachbalken eingeschlafen. Das ist doch gar kein Schlafwächter. Das ist irgendein Necrolord. Nein, Blutsaugen hilft dir auch nicht mehr weiter in dieser Situation. Amen. So. Kann ich da irgendwie draufkumpen? Nicht wirklich. Hey, ich muss da rumlaufen. Jetzt hoffe ich, dass die da uns nicht angreifen. Da doch einer hat uns erkannt. Da wäre jetzt die Camouflage halt wieder mal gut gewesen, die Fähigkeit. Aber ich habe sie ja rausgewählt. Das heisst, eigentlich können wir die da eigentlich auch wieder rausschmeißen. Das wäre jetzt, glaube ich, das erste Mal in der ganzen Geschichte von WoW, seit ich Camouflage hatte. Jetzt, wo ich es nicht mehr habe, wo es sich gelohnt hätte, dass die Fähigkeit besitzen. Hey, wie viel muss ich denn da aus dem Weg räumen? Überhaupt zum König ankommen? Sapperlot noch einmal. Sola. Sola, come on. Ja, ihr könnt so viel angreifen, wie ihr wollt. Sola, nächster Feld. Das ist 1-0 für uns. 1-0 für uns. Das haben wir gut anbekommen. Ah, das ist die Königin. Okay. Auch wer dem Lichtkönig dienen? Ich würde so gerne am Lichtkönig dienen, wenn es noch die Option dafür gäbe. Sofort im Fall. Ich würde seinen Sturz verhindern. Ich würde alles machen dafür. Zum einfach nochmal den Lich King Arthas dürfen in Aktion sehen im WoW. Aber leider ist das ja irgendwie nicht möglich. Okay, die Nekromanten da rundum sind einfach gestorben. Nice Sache. Das heisst, wir können wirklich die Königin am Gebot einfach so ausschalten. Ich mache, was ich will. Bist mal ruhig. Ja, schön für dich. Darum ist der Schweizer da und haut der Zeiss auf den Keks. Ciao, Milady. Soll ich gehen? Oh, der Lichtkönig! Wenn wir schon von ihm reden. Für euch habe ich andere Pläne. In Turm Utgard nützt ihr mir mehr. Und wenn das Ungeziefer lange genug lebt, um euch erneut zu finden, könnt ihr auch eure Frau rächen. Nice, okay. Ein Live-Auftritt vom Lichtkönig persönlich. Ich hoffe, man hat alles schön gehört in den Ohren, was er so jetzt gerade verzapft hat. Das kann ich natürlich jetzt nicht wissen, weil ich höre es gut und ich muss halt nachher schauen, dass man es auch gut hört im Video. Und sonst muss ich sagen, muss ich so Sachen anfangen, ein bisschen mehr vorlesen. Aber jetzt gerade ein Live-Auftritt vom Lichtkönig persönlich, nachdem ich so eine krasse Ansage an ihn gemacht habe, dass er da noch persönlich auftaucht. Nice! So, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch 4 von diesen schlafender Vrikul und ich habe keine Ahnung, wo ich diese auffinde. Ah, wie so ein Blutsaugen. Biene stirb einfach. Ach, die machen immer so ein Drama. Legt euch nicht mit mir an, wenn ihr nicht wollt. Ich wäre jetzt einfach durchgelaufen. Sie hätten einfach können winken machen. Du, schau, wir lassen es bleiben. Mach einfach, ciao. Und ich hätte das ignoriert, aber die Frage ist jetzt eben, ob die sich unterirdisch befinden, die Leute. Die schlafenden Vrikul. Hallo? Ich finde wirklich von diesen schlafenden Vrikul nicht. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir sonst zuerst zurück ins Lager und nachher wieder da. Das wäre ja eigentlich völliger Schwachsinn. Aber es müsste ja eigentlich auch einen Abweg geben. Da befindet sich die nicht. Da hätten wir eben, da sehen wir das Schlafwächter. Schlafende Riesen. Ich glaube wirklich, die befindet sich so da drinnen. Könnte das möglich sein? Jawohl! Wir versuchen da drüber zu fliegen, dass es keinen entdeckt. Und jawohl! Also in dem Fall müssen wir 4 von denen erledigen. Furchterregende Schrecken. Hä? Sind das jetzt die? Das sind aber nicht die schlafenden Vrilen. Wie cool.
Wir sind auch nicht schlafende Vrikul. Mann! Also da komme ich wirklich gerade momentan nicht weiter. Mit dieser Quest. Keine Ahnung, was die von uns genau erwartet. Kein Ziel. Wir sind jetzt, glaube ich, an jeder Stelle ein bisschen gewesen. Jetzt schauen wir uns halt mal da innen noch ein bisschen um. Das sind normale Necrolords. Und das schlafende Vrikul getötet. Das sind die da hinten. Nice. Boah, mit tropft gerade der Schweiß, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist gerade so richtig warm da rein. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Wieso Ich kann nicht? das nicht Habe ich da irgendeinen Gegenstand für das bekommen? Ah, okay, okay. Muss ich den erwecken und töten oder stirbt er jetzt von allein? Komm, den beschwören wir auch gerade. Nein, die sterben dann gerade. Okay, alles klar. Das ist So. noch nicht bereit. Ein nach dem anderen, dann haben wir die Quest nämlich auch gut erledigt. Das ist das Ende! Ja, ich weiß, ich bin da. So. So, jetzt fehlt uns noch 2 Stücke. Nice. Was ist das? Gefangene Galliborn. Die schwebt einfach da durch die Luft durch. Und meine Drachenvölker können sich eigentlich mal um den da kümmern. Der Halbschlawiner. Ah, jetzt kommt da schon wieder so ein nerviger Nerd. Ah, da hinten kommt auch gerade nochmal so ein nerviger Nerd. Okay, ich kümmere mich jetzt einfach zuerst mal um das da. Drachenvölker heilen. Ihr könnt euch ja mit dem dort hinten anlegen. Und ich kümmere mich schnell um den da. Und zwar so. Alles klar. Alles klar, funktioniert gut, wir kommen vorwärts. Jetzt fehlt uns nämlich nur noch einer von diesen grösseren und die schlafenden sollten wir jetzt eigentlich erledigt haben mit dem. Genau, alles klar. Ich kann dieses Ziel nicht. Aha, komm, leg ab. Hat schon wieder einen Blutsauger machen, so, dann müssen wir den ausschalten, sonst geht man den nämlich gegen den Kick. Jetzt ist die Frage, ob man den da hinten versucht rauszufischen. So, ich versuche jetzt da so hinterlocken zu uns. Nice. Ah, der stirbt nicht, der will das nicht. Nein, ein Rachfalk von mir ist gestorben. Mann, wieso habe ich nicht besser aufgepasst? Ich Löli. Hier wiederbeleben, ist mir gleich. Komm, so. Stirb. Furchterregend erschrecken. Du verschreckst mich gar nicht. Du niederträchtige Kreatur, du. Wow, die Beleidigung, hä? Die Beleidigung gerade. Hui. Okay, müssen wir den noch zuerst aus dem Weg räumen, sonst komme ich da wie gar nicht mehr raus. Er wollte völlig den Weg versperren. Und er hat gerade Ausschlag gehalten, ich will am Eckli sich in Ruhe an onanieren. So, dann kann ich da nämlich direkt meinen Drachen brauchen. Wir haben nämlich alle Quests erledigt. Nice, dann bewegen wir unser Viertel direkt zurück in unser Lager. So. Los geht's. Einmal in die Luft rauf. Oder wisst ihr was? Wisst ihr was? An dieser Stelle würde ich doch sagen, wir haben jetzt doch schon recht Zeit überzogen, die Folge. Nein, komm, nein. Komm, wir ziehen es durch. Ich will mein Level up. Ich will mein Level up in dieser Folge. Es geht dann halt ein bisschen länger. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr seid so lange noch mit dabei. Und eben, wenn es so stört, dass die Folgen jetzt so lange sind, dann müssen Sie mir doch gerne in die Kommentare schreiben und sagen, hey, los, es geht nicht, die sind uns viel zu lang. Ich würde mich darüber freuen, über ein positives oder negatives Feedback, ob das stört, wenn jetzt ab und zu halt eine Folge einigermaßen länger wird wie die da. Durch das, dass ich halt wirklich mit den Levels nachkomme, weil mir das ziemlich wichtig ist. Und besonders Level 70 wird ein voller Erfolg. Dann kann man das jetzt auch als Spezialfolge für Level 70 sehen, oder? So, da vorne sind wir auch schon in unserem Dörfli. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. So, moin moin! Quest beenden. Ich tue jetzt hier auch nicht gross um den heißen Brei reden, sondern jetzt wirklich mal da die Quest einfach alle abgeben. Seid gegrüßt. Schlummernde König, das lange, jawohl! Wir sehen uns wieder. Jetzt können wir gekonntes Reiten lernen. Aspekt der Schildkröte, neue Fähigkeiten erhalten, Seid gegrüßt. neue Dungeons und ich würde sagen, wir geben noch die restlichen Quests ganz kurz ab. Bevor ich da jetzt einfach weitermache. Und da haben wir jetzt wieder mehrere Dungeons freigeschaltet mit Level 70. Und einen neuen Schlachtzug. Okay, Frostwurm. Wir nehmen den Ring. Quest beenden. Und so fehlt uns nur noch ein Kapitel zum Beenden von allen Kapiteln von der Holny Fjord. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Und in dem Fall, sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, eine Runde WoW mit euch im komischen Schweizer. Danke und ciao.